Das ist bloß wirklich für die, wo du nie geboren sind. Wenn wir von nie geboren sind, dann sind wir Gottes Kinder geworden. Wenn wir nicht sind, dann sind wir nicht Gottes Kinder. Und die schönsten Versen in der Bibel, die haben die Unbekehrten haben kein Teil an die. Die würden nicht proben zu lesen und mitfegen, aber der und den Heiligen Geist, der auch noch bestimmt hat, dass die Kinder Gottes sind, halb das alle Tag nicht. Aber mich freut dort für uns, wo du von nie geboren sind, wir können immer weiter mitfingen. Kolosser Kapitel 1, Vers 12. Und Dank geben dem Vater, der uns würdig gemerkt hat, für das Anteil Aufgut von der Heilje in Licht. So der Vater, Gott hat uns würdig gemerkt, so Carlos sagte, wir kennen würdig, aber Isaias selbst, Jesaja selbst, die wissen seine Lappen, die werden reine Lappen und die können nicht mal dicht bei Gott kommen, und die wir, auf Englisch sagte, I'm undone, ich bin verbrückt, wenn ich an denken darf, vor Gott zu stehen, muss Gott in seine Zunge schon reinmerken, mit Vier, mit Cool, dass die können, diese Dinge prophezeien, die Dinge, was Gott gesagt hat, und mich freut, dass so sei, dass nur in dem Neuen Testament, in dem Neuen Bund, dass Gott uns hat würdig gemacht. Wir wären alle nicht würdig, und wenn wir wollen, dann haben wir nun mal als Christen unsere Worte kicken, unser Leben kicken. Die wollen immer wahre Dinge sein, wo wir können sagen, okay, ich kann sagen, na, haben wir nicht würdig. Und wenn wir uns kicken, dann nee. Aber das Wort Gottes, der sagt, dass er hat uns würdig gemacht für den Anteil von den Aufgaben, wo seht ihr hier. Dank geben dem Vater, der uns würdig gemacht hat für das Anteil Aufgaben von der Heilje im Licht. So die Heilje, die sind im Licht, die sind in so einer Stadt, wo die weiten, die sagen, die kennen Gott. Wenn wir im Licht sind, dann weit wir, wenn wir in Finsternis sind, dann weit wir nicht. Das ist in der Bibel der große Unterschied zwischen Licht und Finsternis, das weißt du oder weißt du nicht. Und die Heilje, die weiten, was weit wir? Wir weiten, dass Jesus Christus sein Blut nicht ist, und dass Jesus Christus sein Blut ist der einzige Weg, wo wir Vater nun kamen, und der hat uns würdig gemerkt. Wollen wir noch wieder lesen? Wo er uns gerat hat, uit de Vollmacht von der Finsternis und versagt in das Reich von seinen geliebten Sehen. So, wo er uns gerat hat, uit der Vollmacht von der Finsternis. So, Gott hat uns gerat von der Vollmacht von Finsternis und hat uns versagt, hat uns ewig gesagt, in die Reich von der geliebten Sehen. Wollte ich das noch einmal lesen. Wo er uns gerat hat, in der Vollmacht von Finsternis und versagt in das Reich von seinen geliebten Sehen. So, wir sind wirklich versagt, wirklich ewig gesagt. Wir wären in ein Reich, und dort Reich das heißt das Vollmacht von Finsternis. Und die einzige Kraft, die einzige Macht, was die so tun in der Beise jetzt haben, ist Finsternis. Die einzige Macht, was die haben, ist uns die Juden zu holen, dass wir das nicht wollen können sein, dass Jesus nicht ist. Solange es der Beise findet, uns das immer weiter kann anbilden, dass nicht genug ist, dass Jesus im Blut nicht genug ist, dann hat die Macht. Aber so schwindet es wie dort weiten, so schwindet es wie entscheiden, und ich will das Wort Gottes lesen, ich will weiten, was hat Gott für mich tun, wo ist der Rat, die Entscheidung selbst fängt das Licht unter Dagen. Und dann, wenn wir wirklich Wort wollen, dann finden wir das dabei, dort nicht ist. Und dann, wenn wir im Licht sind, wenn wir dort sein, wo das Wort ist, dann hat die so tun keine mehr Macht an uns. Die wird gleichen, war immer weiter, uns Präterieten in Finsternis nennen, und der einzige Weg, wo die dort kommen, ist uns anbilden, unsere Bibeln zu merken, uns nicht vertrauen, über was Gott gesagt hat, und uns alle Sorten unter anbilden, und so dort kann es weiter diester worden. Vers 14. Und wohnen wir der Leisung haben, der ist im Blut, der Sündenvergebung. Mich freut, dass diese Versen sind so fertig, sind Versen, wo du so klar, der Gott hat wiesen, dort Gott, der Heilige Geist, der Sohn, die sind eins. Diese Versen von Vers 12 an, dort redet Dank geben an den Vater. Und er hat noch nicht einmal geändert, von wem dort reden, der Vers 13 sagt, wohne uns gerat. Der Vater
hat uns gerat en uit de volmacht van duisternis en verzaad in dat druk van zijn leidend zijn en wonen die erleiding hebben door zijn bloed, die zinden vergeving. So we hebben door de bloed van Jezus hebben we erleiding en de zinden vergeving. We draaien 2 Korinther, kapitel 5, vers 21. En zo waren dus in Johannes 3 zegt dat alle wat er van nieuw geboren zijn, die kan, of wenn wir nicht von ihnen geboren zijn, dan kunnen we niet in Gott zijn recht nemen. Wenn wir nicht von ihnen geboren zijn, kunnen we niet meer Gott zijn recht zijn. En die mensen die niet werkelijk bekeerd zijn, die mensen die niet im de nieuwe geboorte gaan ervaren, die zijn in duisternis en daarin kan die dat recht niet meer zijn, wo wir zijn. Aber für die von uns, die von ihnen geboren zijn, wir sind in das Gottesrecht ben. Wir haben een Aufgut tot met Jezus en we zijn rein. En we zijn würdig gemaakt, sagt er door in Kolosser. 2 Korinther, kapitel 4, vers 21. Weil hij heeft den, die van keine zin wist, voor ons zijn gemaakt, omdat wir Gott seine Gerechtigkeit worden in arm. Jezus wordt zin, dat Gott kann uns de Gerechtigkeit Gottes merken in arm. We gaan dat nog eenmaal lezen. Wels hij heeft den, die van keine zin wist, voor ons te zin gemaakt. Gott maakt Jezus, die keine zin wist, voor ons te zin, omdat wie Gott zijn Gerechtigkeit worden im arm. Krijgt zoals ik hier zei. Wenn wir naar ons leven kijken, ik hoop, we zijn oprechtig genoeg, dan allemaal ware weten, dat we zijn niet waardig. Dat we zijn, also, wenn onze woorden, wenn wir zijn, wenn wat we doen gaan, hebben we geen recht om voor God te staan. Maar durch de milagro, wat God heeft gedaan, durch Jezus, zijn we waardig. En zoals deze vers zijn, dat we kan werkelijk zijn, wenn wir von uns reden, von was Gott gemerkt, was Gott getan hat in uns, wir können sagen, hier verjühnt steht die Gerechtigkeit Gottes. Ich weiß, dass von da, von wo wir kommen, dass jetzt gesagt, na, das ist sehr groß. Aber wir können, wenn wir von ihnen geboren sind, wir können alle sagen, ich sein die Gerechtigkeit Gottes. Warum? Wenn Gott hat mir die Gerechtigkeit Gottes gemerkt. Hij maakt Jezus sind en hij maakt mij de gerechtigheid Gottes. Waar we oprechtig te doen checken en dan kunnen we geloven dat als nog wie nog iets wat special zijn, dat als bloos ween, de geloven wat we hebben, dat we dat vertrouwd hebben, dat Jezus nog weer, dat Jezus in bloed God tevreden gemaakt heeft, doorheen zijn we nu de gerechtigheid Gottes geworden. Waar we, wenn wir wirklich von ihnen geboren sind, können wir dort Beruf sein und weiten, dort wir dort haben. dort Gott Jesus zu sein mögt, dort er uns können die Gerechtigkeit Gottes merken. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 1. Meine Kindertjes, dit schrieb ich euch, omdat je nicht sündigen. Und wenn entweder sündigt, dann haben wir einen Vertreter, bij dem Vader, Jezus Christus, der Gerechte. Hij heeft dit brief geschreven, dat we niet zenden zullen, maar dan ook voets en gouden nodig doen met bij. Waarom? We eenmaal waren, zei we dat we zijn ware kort gekomen. We waren niet gebuurd, wat ze geleefd hadden, als we hadden zult, of wat immer. En wenn we te zijn ons kijken, dan waren we ons verdomd. En wenn wir nicht von ihnen geboren sind, dann sollen wir auch, wenn wir wirklich den Niedergeburt erfahren haben, wirklich Gott uns hat reingewaschen, dann werden wir das nicht anrennen, was Gott hat reingemacht. Und so, meine Kinders, das schrieb ich euch, omdat je nicht senden, und wenn entweder sündigt, dann haben wir einen Vertreter bei den Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und hij ist die Versöhnung für unsere Sünden, aber nicht allein nur für die unsere, aber auch für die von der ganzen Welt.
So, unsere sind, wenn wir bekehrt sind, unsere sind bedacht, hij hat unsere Sünden vergeft, hij hat die so weit ist der Osten von Westen aus, so weit hat er von uns weg. Und diese selbe Radung, diese selbe Sündenvergebung als Reut für die ganze Welt. Du hast genug Blut, dann die Sünden waschen über die ganze Welt. Wir werden Räume drehen, es sind mehrere Schriften, aber es sind so viele Schriften von Gott und Nurreich, die uns weiter abbühen, die weiten, wo wir stehen in Gott. Und dort wir, ich glaube, immer weiter sollen denken. Und ich glaube, in einem Part, so ich erst sehe, wir gehen in das Alte Testament, dort ist vielleicht ganz gesund, dort wir in der Stadt, in der lange, wenn wir, das ist nicht im September, maar wenn wir ganz bis September bloß mal lüden, ne Gott nur recht. Wann kommt er? Wir haben lang nicht so lange gelehrt, ist die, was die prophezeien dann. Die prophezeien ein Wort und die Hirten, die wird ein Tag kommen und die lüden ihr ganzes Leben. Dann sterben die auf und dann die nächste Generation lüden und die lüden und die lüden und die lüden. Mir kommt dort lang für Lüren von Januar bis September und das ist nicht, dass wir haben das Neue Testament hier vor uns, wir können ein Testament lesen, bloß wenn er so gefokust ist und das durchkommt, dann eine Wort an, dass ein sein muss, die was immer weiter war. Und die Menschen, die sind so einkoppig und wir sind so einkoppig und der Euer von Gott ist auf uns und das fängt dann alle unter Feuer und das ist auch ganz reich, ich werde das nicht wegnehmen. Wenn der Heilje uns will wiesen kriegt, wer wir sind, das ist auch noch immer gesund. Solange es wir Tränen in Gott sind, Wut drehen, dann tam Erlösung fängt davon. Irgendwo gehen Counselorsfrauen und die uns anmelden, wir sind feine Menschen, dort hat nichts. Dort hat bloß kriegt dann Jutz, wenn die Menschen uns so sagen, oh, die bist ein Fan, die laut Schmack und die bist so klug und dann Jutz spätestens dort Fan. Aber dort ist so falsch, dat blijft bloos staan roots. En dan zie ik, maar we allemaal waren een van zeggen, wer wat Gott sein von mir. Aber wenn wir in Gott sein Wort rein und wenn wir uns dumm fallen über uns selbst, dort wo irgendwas kann ändern. Römer Kapitel 8, waar we 31 anfangen, Römer Kapitel 8. Wat soll wie dann hierzu sein? Wenn Gott für uns ist, wer kann jemand sein? Ich bloß denken, was von den schönsten Versen in der Bibel. Und das sind, ich war ein Teil Ideologen, aber diese Römer Kapitel 8 ist immer ein von denen, was in meinem Kopf kennt. Was soll wir dann hier sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann jemand sein? Wenn die ganze Welt auch jemand wäre, aber Gott für uns ist, dann sind wir Gott auf. Wenn die ganze Welt uns ansagt als der Heiligste, der beste Prediger oder der beste Lehrer wie in Bibelschule, oder was immer, die ganze Welt dort tauscht, dass einer das Beste wäre. Aber einer nicht wirklich von nie geboren wäre und nicht reich wie mit Gott, was halt dort? Was halt dort? Aber wenn Gott für uns ist, wer kann dann jemand sein? Wenn auch seine ihnen sehen nicht verschont hat, aber arm für unsere alle Johann wo soll er uns nicht auch mit arm alles schenken? Er schont nicht in ihnen sehen. Er jäuft ihn sehen, ist ein Opfer für uns, dass wir können nicht rechtfertig stehen für Gott. Vers 33. Wer wird gegen Gott seine Utgewählte einen Unklar bringen? Gott ist dort, der rechtfertig. Wer wird uns nie noch beklären, was wir tun haben? Gott ist der Richter. Gott ist der, wo du wirklich entscheiden wird, wer hat ein Leben, wer nicht. Wer kommt in sein Recht an und wer nicht. Und wer uns oft verklären wird, wenn wir reich sind mit Gott, dann, wenn wir so schwindest wie der gehen sagen, wer uns Richter wird, hey, das ist mein Gott. Das ist mein Vater.
de rechter, dat is wat mij heeft recht gemaakt. Dat is een goede nodig. Vers 34. Wer is die door verdampt? Dat is een vrouw. Wer is die door verdampt? Christus is. Die gestorven is en veel meer, die ook opgewekt is, die ook aan God zijn rechterhand is, die ons ook vertreedt. So, in deze vers, ik probeer me immer nan te denken, en entweder proeft ons te beschuldigen, de zoetoner wie immer, wovon de Sünder wir sind, en nu zijn we voor in gerecht komen, dan komen we in de stoel aan, en dan zeggen we, Christus, Jezus, wat zijn körper voor mij geeft, dat is mijn rechter. Dat is een zaak nu recht. Door vingen we in Deul hoop ben, dat de einzige wat ons rechten kan, is die wat ons raden die. Die wat ons rechten kan, is die wat zijn bloot geeft voor ons. En zo doen we een, kan we proef met de rading wat we hebben. Hebräer 9, 24. Wird Christus als nicht in de met hen gemerkte Heiligtums nagegaan. Wonen nu Bilder sind van de Woordhofje in den Himmel zelfs. En nu zich fertigstellen voor God zijn oorzaak voor ons. Halleluja. So, dat hat zoveel, de Nieuwe Testament, dat is zoveel meer wert, wenn we de Oude Testament goed gaan. Waarom als je terugdenkt in het Oude Testament, staat dat, maar in Jezus in de tijd, is de dingen dat aanwaarden waren, dat de tempel de wereld eenmaal vernicht. En dan waren die weggeslapt en dan in de tijd van de Medo-Persians, de Cyrus koning weer, dan reizen die twee en dan buurden die dat allemaal op. En de oude mannen, wat dat zagen, wat de oude tempel, de eerste tempel naar Chan, die roden uit vrede, vielleicht nog terug, vielleicht weer het niet ganz zo dat je was weer, om ons dat we zo'n groot het, dat ons tempel hebben waren, dit is waar God met ons treffen hat, dit is waar we kan ons opwachen brengen, dit is waar God woont, waar God kan met ons zijn, dat we zo'n groot het voor die. En dan in Jezus in de tijd, zei hij te de jongen, dat wat niet Einstein op den oren zijn, dat, en zoals Carlos laat zeggen, wat is in de end uitgegaan? Ons radung, ons hoop, ons opversteht, onze steed waar God ons verzuimd hat, onze steed waar God met ons top kent, dat zal nu waren, alle doel gebroken worden. Aber nu, voor ons, die voor ons worden niet geboren zijn, wird Christus als nicht in de met hen gemerkte Heiligtums nagegaan. So, wenn du nu nach dem Tempel wir, ab ihr, wir haben das Ware abgebüht, und wir wissen, dass, oder wir dachten, dass das Tempel, der wir ans Radung, dass solange es das Tempel noch steht, dann habe ich einen Hohepriester bei, ich habe den Hohepriester, der lebt noch, solange es ich leben da, dass ihm nicht war, dabei mal aufstehen, ich habe den Tempel, der bleibt da, das wird so ein Lade, wir weten noch, zweimal erst das alle umgebrochen, Menschen, haben das durchgebrochen und nicht ein Stein auf den anderen gelassen. Und da wird sich der Hub wird so ladig sein, jenste Hub, was wir haben. Das Tempel, der ist der Heilje Tempel, der Heilje steht, wo Jesus in Blut braucht, der ist im Himmel. Du hast kein Räumer, du hast keine von Babylon, du wirst keine Soldaten durchbrechen und den Tempel vernichten. Und als Hohepriester, der lebt auch für immer. Ich denke immer, wenn wir reden von Jesus als uns Hohepriester für immer, dann denke ich mal an die Geschichte von Josef, wo Josef, der Pharao ist ein Bild von Gott und Josef ist ein Bild von Jesus. Aber solange es Pharao nach wie was Josef chant, dann wird es alle fein. So findest du ein anderer Pharao wie was die Israeliten, was Josef nicht chant, dann werden die in Sklaverei. Mit uns, wenn uns Hohepriester können sterben, dann einmal war da, wo wird der Nächste sein? Wo wird der Nächste auch sein Blut geben für mich? Uns Jesus, uns Hohepriester, der wird keinmal sterben. Der ist für immer. Und so, wir brauchen uns nicht durchdüren.
Wil Christus als niet in de met heengemerkte heiligtums aangegaan, wanneer nu beelden zijn van de woordhofje, aber in Himmel zelfs, nu zich fertigstellen, voor God zijn oje zich voor ons. So hij is door en heeft zich voor God gesteld, voor zijn gezicht gesteld, voor ons groep als Amavara en Jezus. Laatste vers, Hebräer kapitel 10, vers 19. Wem al dit van ons wordt door recht zijn met God, wordt door van de nieuwe geboorte ervaren hebben. God ons heeft reingemerkt, wie zijn Kinder Gottes geworden. De einzige wat Kinder Gottes zijn die wat door van nieuwe geboorte zijn. Nicht alle Kinder Gottes, aber für die Kinder Gottes, diese Versen soll uns viel Mut geben. Kapitel 10, Vers 19, willst wie nu Freimut haben, liebe Brüder, zum Angang in das Heiligste, durch Jesus sein Blut, durch sein niet en levendig Weg, wonen hij angewählt hat für uns, durch die Gardien, das ist sein Fleisch. So ist Jesus starb und Kreuz für uns, dann die Gardien, die reicht zwei von boven, bat oing, die Weg von Himmel wie eine Up, aber der ist nicht durch die Gardien. Das ist durch die Gardien von Jesus sein Körper selbst. Sein Körper selbst ist die Gardien, er muss gebrochen worden, hij moest sterven en durch zijn Körper, gut wie durch die Gardien, dann sind wir in der Heilje steht, dann sind wir reich mit Gott. Und wir haben nu Freimut, der Englische sagt, we come with boldness. Wir kommen ganz an Gott sein Thron nun, wenn wir gehen durch die Gardien, und die Gardien ist Jesus. Das ist das Einzige, was wir tun. Und wenn wir aber durch Jesus angehen, dann haben wir recht, dann sind wir würdig gemerkt, dass wir ganz nach Gott kommen und vertrauen und unsere Sorgen zu bringen, er ist uns Führer. Und ich hoffe, diese Versen haben ihn alle Mut gegeben. Ich will in Toruden lesen noch wieder durch die Geschichte, ich will. De ganz sterk und war das Jahr und immer war wir und denken, du kämpft wird besser. Und wenn das fehlt, dreht man in Neue Testament und sieht bloß, was von dieser Versen und weil wir uns weiter denken haben, wovon Erradung wir haben, wofern uns Gott ist. Dankeschön.